Hobby Diary und steht das wieder los als Rise of the Tomb Raider. Schauen wir hier da um. Da waren neue, gell? Genau. Die haben sich jetzt zusammengelegt zum Kuscheln, dass einer nicht kalt wird. Bevor wir das jetzt anhören, dann machen wir erstmal da auf. Ja, endlich schwere Pistole. 3 von 4 Urteil braucht man noch. Da was. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Ich wüsste nicht, dass sie das alle nur aufzeichnen. Was hätten sie nichts zum da. Das ist doch ganz cool, oder? Gut für uns, schlecht für sie. Aber und liegt da noch was. Yeah. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Tja, das ist das, gell. Achso. Nix. Nix, nix, nix. Wie leicht denn das? Das verstehe ich aber nicht ganz. Gehen wir mal weiter. Weil sonst finden wir sowieso nichts nice. Da muss ganz schön auszeit, oder? Schon wieder. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Genau. Steht blind vor ihm. Blind und nicht noch Dinge. Gucken wir mal. Oh, 4 ist scheiße. Alter, Hand auf Fei. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben.
Scheiße! Puh, damit sind wir alle. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal da nur eine. Wie soll ich mal denken? Oh shit, nicht mal was auf Zombie können. Geh wieder zurück auf deinen Platz. Aber ich warte mal. So geht's auch. Ja, du bist kurz dabei. So. Können wir jetzt laufen? Ja. Da unten können wir laufen. Da. Du wirst einfach Treppen benutzen. Hallo. Und wieder ein bisschen Geschichtsstunde. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Habe ich doch gesagt. Dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit. Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ja, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, dass sie ihn umgebracht hat. Nur schon weil es total unlogisch ist, weil der niemals so nach vorn fallen darf. Wenn er sich selber erschissen wird. Ist halt einfach so, gell? Achso. Ah, das war der, okay. Wir müssen einen Dotswalling. Und der zweite. So weit wohnt die nicht auseinander. Und der zweite. Hä? Jetzt doof. Bin mir sicher, dass da noch nicht länger ist. Haben wir jetzt kommen wir da schon? Ah, okay. Da waren wir schon. Waren wir da herum. Schaut jetzt nicht so besonders aus. Aber da war nur einer. Ganz sicher, weil da waren zwei. Da habe ich zwei erschossen. So, müssen wir den jetzt. Da müssen wir auf. Wir müssen sowieso ins Haus ein. Ach so. Ja, dann, wenn es so ist. Die haben 1000 Funkgeräte, was sie da rumliegen haben. Echt schlimm. Ah, geil, da habe ich mich auch hier hängen können. Hihi. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Du hast viel mehr an das Ding liegen. Mir gerade mal aufgefallen.
Lager, das ist ein Lager. Gut, und wieder mal ein bisschen Geschichtsstunde. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Na, du hast recht. Aber den alten Bär, den haben wir ja zum Glück umgebracht. So. Puh, Upgrades verfügbar. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da nehmen soll. Wie schnell ich von oben, ich will nicht von unten. Sitzen wir, also ich meine. Dann die Thunder. Das war vielleicht mal gescheit, weil die jetzt schon ganz schön oft hergenommen inzwischen. Was? Sieben. Jawohl, ich kann beides machen. Geil. Und, ihr Ding. Nein, ich hätte beim Sturm gerne mal sehen. Das ist nur von öfter her. Und so gescheit. Oh, wurscht. Schauen wir erstmal da. Boah. 3 exotisches Fell. Und das habe ich gar nicht gedacht, dass da irgend so ein Viech kommen kann. Das ist so geil. Kannst du überall aufmogeln. Hallo? Bist du irgendwie doof oder so? Da ist noch was. Das muss man nur schauen. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Wahrscheinlich, ja. Na, das lasse ich nicht zurück. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Fangkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Ja. Das ist schon eine sehr große Hilfe inzwischen. Das ist so Shidoma zum Klettern. Keine Ahnung, da ist wieder was. Das ist so geil. Desto mehr du spielst, desto geilere Sachen kriegst. Ja.
Also so weit gefallen. Ich glaube das selber nicht. Da müssen wir. Da rüber müssen wir. Da drüben ist schön. Wer ist da? Du bist tot! Tschüss. Die bloß nicht gesehen, sonst hätte die Qui-Gon nicht ausgegangen. Die Türen, die haben einfach so Hammer. Wow, 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 das wollte ich nicht. Ah, scheiße. Ah, shit. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist... Mal rundum. Warum ist denn der Typ da nochmal drin? Warum despawnt denn der? Das ist ein despawnender Gegner. Das ist halt echt auch so, wenn du einen umbringst, was du nicht so jetzt und auch nicht das willst. Ja. Okay. Da habe ich das gesehen, was ich denke, das ist was anderes. Ja, gehst du bitte auf hier. Gehst du bitte auf hier und du hast nicht Kamera so scheiße dran. Danke. So, dann gehen wir mal da oben. Die schaut so hart aus einfach. Überflutetes Archiv. What Lake? The Lake. Harter fucking Lake. So, laufen. Diese Ruinen verbergen vieles, Commander. Sie können weder zu tief noch zu schnell. Die Männer sind doch schon vorsichtig. Vorsichtig? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch Sie. keine Geduld mehr. Du hast keine Zeit für vorsichtig, du alte Kuhl. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Nur weil sie entbehrlich ist. Wir sind auf der unteren Ebene, aber es gibt ein neues Problem. Wir haben die Nachhut verloren. Was heißt verloren, Commander? Was machen Sie ohne sie weiter? Das sieht der Missionsplanung vor. Es würden zu viele unnötige Können Sie Ihr Ziel ohne sie erreichen? Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Richtig cool. Jetzt schon lange erschossen. Er muss da unten sein. Steilung, unerwartet! Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los!
nach unten. Mist. Lara! Lara! Es reißt gleich. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Ja, ja. Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Sie sind die Leute, die können nichts außer Befehle geben. Nichts selber machen. Ja, bloß du dies, du dies, du dies, du dies. Das ist er. Das muss er sein. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Interessant. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Machen wir diesen. Weil das natürlich nochmal ist das zum Ziel. Ja, gut. Wie es da weitergeht, das schauen wir uns natürlich beim nächsten Mal erst an, aber ist ja wurscht. Ich schaue es jetzt auch nicht gleich wieder an, sondern erst beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme, weil ich gerade keine Zeit mehr habe. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch und habe die Ehre. Lasst es auch, wenn es euch gefallen hat. Für euch.